Kapitel 22. Wat Glauben nicht tun kann. Wanneer ik aan dat geestelijk van het leven denk, komen mij twee woorden im Sinn. Glaube en wijsheid. Toen vom geest je leert te leven, moet we geloven ha. We moeten verstaan wat Heilige Geest ons leert. En we moeten kennen de autoriteit aanwenden die we als Jezus zijn vertreder hier op eerd ha. En toen van de zijn, moeten we wijsheid ha. We moeten waar zijn onze fähigkeit mensen te verstaan, zodat we die verstaan kennen, die we proberen te reiken. Glaube en Weisheit. Eins schafft nicht gut ohne das andere. Aber viele Gläubige machen den Fehler, dass sie entweder Glaube über Weisheit nehmen oder Weisheit über Glaube. Einige verjährte von der Kraft, was Heilige Geist uns mit versorgt und verloren sich ganz auf ihre eigenen Möglichkeiten. Andere verjährte von Weisheit und Glaube entfehlt ein Wunder, um jeder Problem im Leben zu lösen. Die sind ähnlich beirätig. Glaube kann nicht tun, was bloß Weisheit tun kann. Und Weisheit kann nicht tun, was bloß Glaube tun kann. Zum geestlich van Dasein fehlt die beides. Glaube und Weisheit. Wenn ein Doktor dir wird sagen, dass du eine Krankheit hast, wirst du Weisheit brauchen, um alles zu tun, was der abreiche Doktor dir geben. Zu dieselbe Zeit wirst du Glaube brauchen, um an Heilung zu leben. Du wirst Heilige Geist auch vertrauen, die nur die Menschen und nur die Antworten zu leiden, an die dir das fehlt. Du machst ändern wie der Arzt oder sogar anzufangen mit Exercise. Dat komt alle uit Weisheit. Eint jet nicht een dat andere. Weisheit en Glaube schaffen op. Mit dem, dat du selbst wat ist, zum gesund worden, sagst du nicht, dat du nicht an Wunder glaubst. Und indem du für ein Wunder fragst, sagst du nicht, dat der Doktor nicht selber an die tun. Du vertraust Weisheit, hat zu tun, und Glaube, der hat je. Wir sind beides, natürlich und übernatürlich. Und Wunderglauben ist nicht eine Utred viel zu sein. Du kannst nicht bloß für eine bessere Ehe beten und dann nicht wahrlich sein, Rot anzunehmen, nur eine Konferenz zu fahren, ein Buch zu lesen oder nur ein guter Ratgeber zu hören. Du kannst auch nicht bloß für mehr Geld beten und nur stehen, um mehr haben oder besser verstehen, mit Geld umzugehen. Sogar wenn Gott die Tausende Dollar eine Schuld schat, ohne Weisheit, willst du die Rolle verspielen. Kriegst du aus Fehler, die grote Lasserien gewinnen, alles verspelen. Wenn sie über die Zeit nicht geleerd, Geld zu handeln. Wir sind beides, natürlich und übernatürlich. Wenn die eine übernatürliche Antwort zu einem Problem fehlt, ist das durch Gott seine Kraft zu haben. Aber wenn die bloß natürliche Weisheit fehlt, musst du abstehen und das selbst siegen. Und sicher hat der Geist Wort die Halbe das zu finden. Zu meiner Weisheit was. Musst du erst mehr Erkenntnis kriegen über das Thema. Sprich ja, das Weisheitsbuch in der Bibel vertelt immer von Erkenntnis, Verständnis und Weisheit. Erkenntnis ist das erste Ding, was uns fehlt, weise Entscheidungen zu machen. Erst fehlt die Wahrheit. Aber die Wahrheit allein hilft dir nicht, wenn du nicht weißt, was damit zu tun. Du kannst Verständnis kriegen, indem du über die Information nur denkst, was du hast. Du denkst an die Wahrheit und dann kannst du entscheiden, wo du an deine Umstände anzuwenden. Dann, wenn du eine Idee hast, über wo die Information oder was du weißt anzuwenden, dann kriegst du Weisheit, wenn du die nicht Verständnis in die wirkliche Welt anwenden kannst. Alle drei Stufen sind sehr wichtig. Nummer 1. Information sammeln, mehr zu weiten. Nummer 2. Und zu denken, wo er anzuwenden im Leben. Nummer 3. Wirkliche Ändernis machen, was darauf kommt. Ich sage nicht, dass Gott nicht mit ist, wenn du Weisheit bühe warst. Aber du hast bestimmt auch den Part dort zu tun. Das braucht Worte, Wohle und Entscheidungen. Und das braucht Glaube und Vertrauen an Gott seine Leitung. Während du ein Gleichgewicht findest zwischen Glaube und Weisheit, wirst du dein Leben ab jeder Stadt fein verwaltet können. Das ist sehr nötig, um das geistlich von der Osche Leben zu leben. Um an je Volle mit Menschen wassen, musst du Respekt haben. Das wird nicht passieren, wenn du niemals wassen kannst in Erkenntnis und immer bloß wachst, dort gar alles in deine Schulden anleihen wird. Bestimmt ist kein von uns hier in das vollkommen. Und du brauchst auch nicht sein, um Menschen für Jesus zu gewinnen.
En wanneer we ons handstellen als val komen, dat trifft mensen bloos nog weg. Aber wanneer du met wijsheid God zijn principes en zijn waarheid in dien leven aanwenden kost, worden mensen die erfolgreich het leven maken. En willen weten wat dat is. Dit geeft die goede eenheid dan, en naar Jezus te wijzen. Dat geestelijk van het leven is, wanneer geloven en wijsheid te schaffen. Beter als wunder, zoveel erfolgreicher als du warst, zoveel meer invloed was du ha. Dat maakt het zeer wichtig, dat du immer während en wijsheid wasserst. Wat immer du nicht gut verwalst, verspielst du. Wanneer du in eine Stadt van dein leven nicht verstehst, gut te verwalten, dan fällst du terug bij de laatste Stadt, wo du fein verwalten kannst. Zum Beispiel, wenn du proefst Gewicht te verlieren, aber du dein Eten oder Exercise nicht unter Kontrolle hältst, wirst du bald terug bei der Weg sein, wo du wirst, als du anfängst. Wenn du nicht die Zeit und Anstrengung verwalten kannst, um eine starke Eigen angeben, wirst du wahrscheinlich bald wieder allein sein. Levensverwaltung ist einfach Ding weis doen. Zig Ziglar in zijn boek über dem höchsten Punkt hat geschrieben, go van Überleben naar Sicherheit, van Sicherheit naar Erfolg en van Erfolg naar een bedieningsvolles Leben. Dat wijst ons 4 stopen van Wasser en irgendein Deel van ons leven. En dat Überleben en de Sicherheit en dan een Erfolg nemen en dan nu dat bedieningsvolle Leben. Zum Beispiel, wenn du anfängst mit einem Mädel oder einem Jungen zu spazieren, sind die wahrscheinlich an der Stub von Überleben. Du weißt noch nicht, was das Verhältnis bleiben wird. Wenn je ihn dann befreit, kommt je über die Sicherheit. Je hat je nu versprochen, ab immer taub zu sein. Aber das ist noch nicht Erfolg. Noch wenn's nicht. Viele Ehelied sind sicher taub, aber unnötig taub. Oder noch andere bleiben nicht taub. Zum Erfolg haben, maakt je om zich bestaan en der je eine Verschiedenheit schaffen, zodat je eine wirkliche, vertrauliche Verbundschaft erfahren, ein Ziel hat und gute Partners sind. Aber das ist noch immer nicht das Beste, was eine Ehe sein kann. Ein bedieningsvolles Leben, was eine wirkliche Meinung hat, ist noch wichtiger als Erfolg. Dann meint je eine Ehe mehr als die Freude, was je um sich bringt, en ein bedieningsvolles Verhältnis braucht je jene eigen nu zum anderen mitgeben. Je möchte jene Erfahrungen brauchen zum Freund helfen, die in eine schwere Zeit in ihre Ehe sind. Oder du und dein Ehepartner sind ein Vorbild zu jene Kinder, wenn sie dort, was sie von jene nu lehren, in der Zukunft in ihre Ehe mitnehmen wollen. Wunder sind nicht Gott sein Bastard für dein Leben. Ein bedieungsvolles Leben. En jeder Part von dein Leben ist das Ziel, aber das kann ein Part leichter kommen als an ein anderes. Zum Beispiel, du fühlst dich vielleicht so, je sind in jener Ehe, aber ein volles, bedieungsvolles Leben gekommen. Aber mit Geldsachen und Finanzen sind je noch immer am Überleben. Oder du bist bei der Erfolg in dein Geschäft gekommen, aber gerade noch mal abends bei Sicherheit und deine Gesundheit. Lass dich das nicht bodern. Wir haben alle Dinge im Leben, wo wir uns schaffen müssen. Bleib bloß beim Lehren und Wasser und brauch beides, Glaube und Weisheit. Viele Menschen zielen nur die rechte Steg in Leben. So viel grader die Wunder sind, die sie kriegen, so viel mehr Erfolg haben sie. Doch das kriegt umgedreht. Denken bitte über nach. Wann fehlt dir ein Wunder? Wenn dein Geschäft gut ist? Wenn deine Ehe Frau und stark ist? Wenn du gesund und voll Energie bist? Nee, die fehlen Wunder, wenn du Trouble hast. Überlebenswunder passieren bloß an der Überlebensstaub, nicht an der Sicherheitsstaub oder der Erfolgsstaub oder an das bedieungsvolle Leben. Ich rede von bütterweilende Heilung oder finanzielle Versorgung. Das passieren, wenn du wirklich Gott eingebast. Und die sind wundervoll, aber die sind nicht Gott sein Bastard für dein Leben. Wunder kommen von Heiliger Geist seine Kraft, also das ist leichte Glaube, dass es in jeder Umstand das Ziel ist, Wunder zu sein. Aber das ist viel besser, sehr gute Gesundheit zu haben, als krank zu sein und durch ein Wunder leben bleiben. Wunder sind sehr gut, wenn uns dort tun fehlt. Aber Gott will nicht haben, dass wir in der Überlebensstaub leben sollen. Er will haben, dass wir seine Weisheit brauchen, um bei der Erfolg zu kommen. Und dann bei dem bedieungsvollen Leben, omdat wir andere Menschen helfen können.
wir können nicht Menschen beeinflussen, wenn wir einmal selbst proben, bloß noch zu überleben. Wir sollen bald ein bedeutungsvolles Leben wassen, indem wir Weisheit anwenden. Nicht durch ein abfallender Knall. Die Geschichte von wo Israel uit Sklaverei in Ägypten nu Freiheit in Kanaan reist, beweist de reis van Überleben nu ein bedeutungsvolles Leben sehr fern. In der Wildnis werden die Israeliten an der Überlebensstaub. Und Gott versorgt für jeder Bedürfnis durch große Wunder. Hij maakt eine Weg von Vier, um in der Nacht in der kalten Wildnis warm zu holen oder Licht zu geben. Und durch den Tag beschützt er ihn von der heiten Sonne mit einer Wald. Für die 40 Jahre, was sie in der Wildnis wohnte, wurde ihre Kleider nicht alt. Und jedes Morgens versorgt Gott ihn mit himmlischem Manna. Wenn er durst, befahl Gott Moses einen Stein zu schlagen, und ein Strom kam uit je Schild. Groß genug, um mehr als 2 Millionen Menschen Wasser zu geben. Wenn diese Wunder auch wundervoll wäre, so kostet sie doch nicht sein, dass dit Part von ihrer Reise erfolgreich wäre. Stell dir vor, für 40 Jahre dieselbe Kleider anhaben, 3-mal jeder Tag dasselbe eten und bloß Wasser trinken. Diese Wunder hielt er an dem Leben, ja, aber nicht mehr. Sie langten nach das versprochene Land, wo Milch und Honig schält. Aber Honig fällt nicht vom Himmel, so als Manna. Und Milch schält nicht aus dem Stein, wenn du den schlägst. Milch und Honig brauchen mehr als ein Wunder. Die brauchen Arbeit. Kanaan hat viele große Riesen. Riesen, gegen wem die Israeliten würden Mathe kämpfen, wenn das Land soll erd sein. Die Israeliten fehlt das ganz bestimmt an Glauben, den Mut zu schaffen, gegen die Riesen zu kriegen und an das versprochene Land zu wohnen. Aber ihnen fehlt dadurch an Weisheit. In Kanaan musste sie von Überleben naar Sicherheit gehen, von Sicherheit naar Erfolg, und dann von Erfolg naar ein bedeutungsvolles Leben. Erst fehlt ihnen Glauben, dass Gott ihn durch die Wildnis naar Kanaan leiden wird. In der Generation, die am Anfang Ägypten verleiht, hat den Glauben nicht. Eine ganze Generation starb in der Wildnis, wenn sie nicht den Glauben hatte, dort anzuführen, was Gott versprochen hat. Als die nächste Generation endlich von Kanaan fährt in das Land annehmen, hier das Manna ab mit voll, und ihre Kleider fangen an alt zu werden. Nu schlugen sie nicht mehr Steine für Butter, sie gruben die Barms. Die tägliche Wunder, ob was sie sich in der Überlebungszeit immer verloren haben, wären nicht mehr neidig, wenn sie können nur was Besseres haben, wenn sie wirklich wieder dafür zu schaffen. Ich habe die Jahre gemerkt, dass Gott jedes Schein für seine Menschen Wunder zu tun. Wenn du in einer Überlebungszeit bist, wird dein Leben sicher mag. Aber wenn du wirklich was Erfolg hast, lüge nicht, dass das hastig durch ein abfallender Knall war alles passieren wird für dich. Erfolg und Bedeutung kommen von, wenn wir Gott seine Prinzipien nachfolgen, seine Wahrheit. Zum geistlichen Durchsein machst du beide, die geistliche und die praktische Seite von Erfolg erkennen. Heilige Geist wird die leiden und helfen, und hij wird gefallen haben mit dir. Aber du musst bereit sein, für den Erfolg, was hij dir geben will. Hast du die Fähigkeit, dort abrecht zu holen? Nochmal sind wir so geistliche Sonne, dass wir die Dinge nicht durchdenken. Zum geistlich von Durchsein, da alles, was du das, bitte ewiglich gut. Lehr, was, und lehr die besser mit Menschen umzugehen, während du Glauben hast, dass Gott die eingestattet wird. Brauch beides, Glaube und Weisheit. Bitte ewiglich gut sein als untragend. Während du Glaube und Weisheit brauchst, um jeder Part von deinem Leben gut zu verwalten, wirst du bei der Erfolg kommen. Und dann bei ein bedeutungsvolles Leben. Du wirst sicher kommen bei deiner Arbeit, wenn du wirklich bist, Lebenszeit zu lehren. Und du wirst Menschen können beeinflussen, wenn du immer besser wirst in dem, was du tust. Das ist sehr nötig. Ding bitte ewiglich gut zu tun, zum geistlich von Durchsein. Wenn das trägt Menschen. Denk du aber, würde das schön gehen, in ein Restaurant fahren, wo sie die bedrehtes Brot, goldsteige Butter, kalte Suppe und hartes Fleisch, und kalte, feingedreckte Erdschake bringen, wirst du deine Freunde in der Stadt verpacken? Oder wo würde das gehen, vor ein Movie sein? In der Stelle wäre zwei, der Lautsprecher schafft nicht, und das Bild ging immer uit. Nee, wir gleichen alle bitte ewiglich gute Dinge. Uns ist das untragend. Und du hast auch nicht mehr dadurch.
Mensen zijn niet getrokken naar de wereld wat je zegt, maar ze getrokken zijn naar het leven wat je leeft. Bitte eigentlich Gott zijn het komt van God. Hij deed niet aanbedienend oder bloß so groots avonds en zo half. God deed alles bitte eigentlich Gott. Dat is zijn natuur. Psalm 76 zegt, hij is herrlich en bitte eigentlich Gott. En dit is wat God over die zegt. Du bist de bitte eigentlich Gott, en de herrliche, en de al mijn gevallen is, zegt hij in Psalm 16:3. God heeft ons dat verlangen gegeven te was, Gott te doen, en dat alles zo te worden als hij is. Maar ja, bitte eigentlich Gott. De trouble is dat veel christen hebben een probleem met bitte eigentlich Gott doen, wen ze vertussen dat voor aangenomen worden. Van bitte eigentlich Gott doen te vertalen is een schwerpunkt, wen ze velen zo ze kennen niemands goed genoeg worden oder goed genoeg zijn. Aber ding zijn maar ja bitte eigentlich Gott te doen, heeft niet meer te doen met dat God oder mensen ons aannemen worden. Dat meint plus, wie willen alle zo zijn, als onze himmlische Papa is. Bitte eigentlich Gott zijn is ook niet dat zelfs als volkomen zijn. Zijn wat alles maar volkomen ha, zijn niemands nodig, wen du is nichts wat volkomen is. Aber wenn du eine Aufgabe hast en willig bist, ding bitte eigentlich Gott te doen, dan is er een best met dat wat du hast. En du weißt, du wirst die immer proben te verbeteren. Vielmal van deze dag, wenn de mensen in de wereld aan Christen oder aan Kerk denken, fällt ihnen dat niet bij, so wat als bitte eigentlich Gott. Aber ich glaube, wir kennen das andere. Der Unterschied zwischen normal und bitte eigentlich Gott ist eigentlich bloß ein klein bisschen mehr von deiner Zeit und Anstrengung. Das ist Ding durchdenken oder noch einmal übersehen, für du dort feststellst. Das ist zum Beispiel anbeiden, eine kleine, aber wichtige Arbeit zu tun, die sich keiner tun will. Was bitte eigentlich Gott tun ist nicht schwer, das braucht bloß, dass du willig bist. Und das ist dat bestemte wird. Dat is gewaltig aantrekkend. En wen dat Christentum dat krachtvollste en aantrekkendste ding op deze wereld zal zijn, moet wie bitte eigentlich Gott zijn. Weil wir die erste Stadt zijn, wo mensen handchecken, wanneer zij aan bitte eigentlich Gott denken. Want immer wijsheid aan, en jeder part van die leven, en zij dan nou, dat du alles wat du deest, bitte eigentlich Gott is. En du wirst die Gove finden, wat Gott in die gesagt hat. Dann schau von der Gove, was en Verständnis, Fähigkeit mit Menschen umzugehen, und in die Fähigkeit mit Gegenstand zu handeln. Glaube, wat die durch dem Sturm im Leben helfen, wenn du glaubst, dass Gott die dadurch helfen wird. Und wenn du mal einen Stopp nehmen, wirst du davon bloß Wasser. Also war gässlich von durch, indem du Glaube und Weisheit beid anwenden wirst. Dann bitte eigentlich Gott war, ob jeder Weg, was du kannst. Wenn Menschen sind nicht getrokken nur die Welt, was du sagst, aber sie getrokken sind nur das Leben, was du lebst.